Ein Hansestadt in de Bargen, Goslar an de Kant von Harz. 1075 ward die Stadt zum ersten Mal nennt und lang ward Goslar von Schrieverslü dat nordische Rom nennt. Wegen de prunkvollen Kaken und de Kaiserfalls und de Bargen, die sie rigmogt hebt. Als sieht der Römer tät ist der Harz ein Landstreck von Bedüden, denn hier gibt dat Erz zu holen. Jed ein Dach Glock 12 an Marktplatz, dat Glockenspiel von de Barcharbeiters. Achter de schmucke Kaiserwort liegt der Wohlstand önner de Ehr. De Rammelsbarch, önner doch wat hier Kupfer und Silber afbot. De meisten Barcharbeiters sind ut dat Erzgebirge inwandert. Edelmetalle sind wichtig für den Fernhandel von der Hanse und dort hört Goslar seit 1267 Tau. Mit grote Schachtrö von Worte andreben war dat kostbare Erz na Borvenhold. Die Koplü von Goslar handelt die Fürsten die Barch- und Vogteirechten af und bindt dat Barchdorp fast an die Stadt. Dat Schiedwater u de Barchwake ward über den Flautabzug entsorgt. De Gose bringt Frischwater direkt im Mang in die Stadt. Goslar ist in der Hansetit ein von den wenigen Städter in Europa, wo dat Water über holten Leitung direkt bett in de Köken von den Menschen rinnen geht. In Goslar snackt die Lüd ein Eigenplatt. An Düvelstorn, dat is ein Teil von der ole Stadt wären, ist der ulste Reich ob Ostfilch in Schreiben. Ein Graf Blankenborch müsste in Torn 1280 bohn, weil er die Stadt verklaut hätt. Die Hansestadt in Oberharz ist stark und stolz. Direkt im Mang achter dem Marktkarg liegt dat Bäckergildenhus. In Fackwachs und Regen in der Okermundort schnitzt und Gold schmückt steigt durch den Sinn noch. Richtig rig ist die jümmers Mord holen deit. Die Barchlü und dat Erzgebirge heb wohl ook ob dat Okerplatt von Goslar in wagt. Man sonderlich hebt se für de vollen Geldbüdel in der Hansestadt sorgt. Ein schall jümmers oben blieben für allens, wat Gaudes vom Buten kümmt.